So. Wir haben ein bisschen wenig Luft. Das müssen wir auch mal noch beheben. 5,5 Bar sollten es sein. Premiere für Fabienne. Gemein! Ich zwinge dich jetzt zum da kehren. Es ist ein Parkplatz, es kann nichts passieren. Ja, jetzt musst du schnell warten, bis der Nachbar abgefahren ist. Gut, aber weißt du, wie den Retourgang musst du rein tun? Ja, abdrücken. Nein, du musst am Hebel ziehen. Ah ja, ist gut. Gut. Alles Also. klar. Du kannst auch zuerst... Vielleicht ist jetzt die Reise dann da beendet. Wer weiß. Nein, nein, sicher nicht. Ja, sie macht's. Sehr gut. Retourgang rein, genau. Tipptopp. Nur kommen. So, dann können wir nämlich die andere Seite auch noch mit Luft reinlassen. Ist das so schlimm gewesen? Ja, einfach das hintere Auto. Ich habe das Gefühl, ich sage jetzt dann schon am Auto. Dabei habe ich wahrscheinlich noch 3 Meter Abstand. Ja, das ist völlig Abstand. Also mit diesen Spiegeln, muss ich schnell abstellen. Mit diesen Spiegeln ist es ist einfach anders wie beim Autofahren, weil man hat das Gefühl, man ist schon gerade dran an. Dabei man hat noch so viel Platz und dann, ja, das ist so ein bisschen Gewöhnungssache. Sehr gut, Schatz. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Da es ja wieder einmal regnet, haben wir uns jetzt etwas ausgesucht, wo wir ein bisschen reingehen können, damit wir nicht ständig nass sind. Und zwar gehen wir jetzt anschauen, die unterirdische Mühle in Le Locle. Die hydraulische Mühle, habe ich gelesen. Genau. Da Lassen wir uns überraschen, wir wissen auch nicht, was uns erwartet. Egal, Hauptsache es ist trocken. Und? Sehr spannend und es tröpfelt, wie es halt so in Höhlen ist, tröpfelt es immer wieder oben runter. Also man tut gut, wenn man sich warm anlegt und einen Regenschutz oder etwas mitnimmt. Also sprich, unsere Idee mit «Drinnen werden wir nicht verregnet» ist nur halben aufgegangen. nur halben aufgegangen, aber es ist sehr spannend. Ja, es ist sehr interessant. Kann man also wirklich sehr empfehlen und es ist 14 Franken pro Person, also auch nicht allzu teuer und ja, unbedingt machen. Wirklich ja, und was machen. ich auch finde, also wenn man die Nummer eingibt, die man dann hören kann, es sind nicht unendliche Romane, die da erzählt werden. Also es ist wirklich, es geht relativ noch schnell und wirklich das Wesentliche einfach. Und das finde ich gut. Hat mir gefallen. Ja, mir also auch. Ganz wichtig, bevor wir losfahren, etwas Kleines essen. Und dann haben wir uns entschieden,
Übrigens scheint es jetzt wieder die Sonne, und zwar Vollgas, jetzt wo wir draußen sind. Sehr cool. Darum haben wir uns jetzt entschieden, wir fahren jetzt auf die Wüdensalp und hoffen, dass es dort noch ein, wie sagen wir, ein Restaurant mit einer Portion Pommes frites oder so hat. Das wäre nicht schlecht. Oben angekommen und schon ist der Regen auch wieder da. Leider haben alle Restaurants alle zu, also sprich, da gibt es auch keine Pommes frites für uns. Pommes frites können wir noch nicht machen im Wohnmobil. Gibt es jemanden von euch, der Pommes frites machen im Wohnmobil? Ich nehme an, die einen Backofen haben, kann man Ofenfritz machen, oder? Hat das jemand schon mal ausprobiert? Ist das fein? Schreibt es uns doch mal unten in die Kommentare rein. Ja, weißt du was? Was? Kaffee! Ja! Kaffee und Bambukuchen. Genau, jetzt gibt es Kaffee und Kuchen. Selber gebackene Kuchen. Ist sehr lecker. Das ist wirklich gut, he? Kaffee und Kuchen ist ein bisschen länger gegangen, weil wir haben gerade noch die Nacht angehängt. Weil frische Luft gibt bekanntlich Hunger. Wie es aber bei uns weitergeht, das sehen wir im nächsten Vlog, wenn es wieder heisst «Svevo on Tour». Tschüss zusammen! So, fahren. Gut. Fahr nur! Dann so frische Luft gibt Hunger. Wir haben gerade noch die Nacht angehängt. Das klingt mega so. Ja, eben, du fängst an zu singen. Ja! So, es gibt jetzt noch ein Küsschen von mir. Hast du super gemacht, Ui? Gerade eins gefitzt. Ja.